Das heute das ein Übungshaus. Wir sind zu Beeteburg IFSB, dem Institut de Formation Sectorielle du Bâtiment, am Volksmund auch Bauuni genannt. Bei diesem Haus da können Arbeiter, die aufhängen oder diese Schweiderbilder wollen, trainieren, wie eine Isolationsfassade auf ein Haus installiert. A genau diese Isolation wird ja in Zukunft immer mehr eine große Rolle spielen. Mir bringt es überhaupt etwas, wenn in ein Haus extrem dick isoliert? Aber wie soll in Allhäuser isolieren? Der Froh ist der Mr. Science no gegangen an den Nützestoff hier beim Glassenhändler 2 Bulle Mokka bestellt. So Bulle Mokka, weißt du mal vom Hocker? Mr. Science, bist du a Feierlaun? Ja, ich mache ein Experiment. Ich will gerne von ihr wissen, wer von diesen Bullen mehr sehr schmilzt. Das hier, die ich einfach so durchstehen lassen, oder das hier, die ich mit meinem guten warmen Schal entwickeln. Mit dem am Schal schmilzt mich sehr, oder? Das können die Mengen. Mit Resultat gehen wir da noch vor. Oh. An meinem Experiment von Haut geht es um Isolation von Häusern. Am Außen ist es kalt, an meinem Labor ist es warm, und außerdem hat mein Haus kein Schal rundherum, also keine Isolation. Mit meiner Mini-Thermografie-Kamera hier kann ich genau gucken, wie viel Hitze mein Haus verliert. Wow, gesinn ich das richtig? Das werdet mir Licht, auch mir Hitze verloren geht. Dein Labor strahlt ja richtig. Ja, meine Fenstern, aber auch meine Mauern lassen extrem viel Hitze durch. Und das kann ich genau berechnen. Und ich schon lang auf dieser Fassade hier eine Strahlung von über 6000 Watt, die durch die Pipe gehen. Auf eine Woche geguckt, sind das über 50 €, die ich einfach verpulvern. Du kann ich sich zweimal überlegen isolieren, und dabei ist es mal noch nicht wirklich kalt. Ja, mit Isolation, da spart den richtig viel Energie und damit auch Geld. Und dafür ist es doch sinnvoll, für bei neuen Häusern direkt von Anfang an zu isolieren. Aber bei allen Häusern ist nicht immer alles möglich. Und dafür sind ich ein paar Fragen auf den Fond gegangen. Erstens wollte ich gerne wissen, wie dick eine Isolation muss sein. Und zweitens frage ich, ob man auch von Bannen isolieren kann. Und drittens guckt man natürlich, wie ein Glas mir sehr schmilzt. Zu meiner ersten Frage, das ist natürlich so, dass mehr Isolation wird besser. Was aber interessant ist, ist, dass eine Dürbelisation nicht Dürbel so gut isoliert. Das musst du uns mir genau erklären. Vielleicht gesagt das besser bei diesem Aufbau. Schon meine Heizung isoliert, ein Kehr mit einer 3 cm Plaque und ein Kehr mit 2 Placken. So, die Heizung ist 50 Grad warm und ein Plaque reduziert die Temperatur schon Talschend. Bei der zweiten Plaque haben wir einen kleinen Unterschied par rapport zu der ersten Plaque. Ah ja, komisch. Und hier in dieser Kurve kann ich verstehen, wie Isolation funktioniert. Ohne Isolation gibt die Mauer ungefähr so viel Energie aufgehen. Bei einer Plaque gewinnen wir 60%. Und da geben wir noch so viel Energie auf. Die zweite Plaque, die reduziert nach einer Energie, sind wir ungefähr bei 70%. Und für bei 80% zu kommen, müssen wir alle gut die heutige Isolation machen, für auf eine Valeur zu kommen von einem niedrigen Energiehaus zum Beispiel. Du brauchst also viel Isolation für wenig Effekt. Effektiv sind die ersten 6 cm, die wirklich viel bringen. Und aber rekommandieren die Experten, für bis auf 12 cm zu isolieren, weil sich das auf lange Dauer lohnen soll. Wenn ihr aber schon so viel isoliert, dann soll ihr jedenfalls auf ökologische Materialien zurückgreifen, wie zum Beispiel diesem Hanf. Die sehen noch mich schnuckelig aus. Also ist es egal, ob ihr die Isolation bannen oder bausen möchtet? Nee, egal wie, ist es immer besser, die Isolation von außen zu machen. Erstens ist das meistens mir einfach, und da sind alle guten Mauern bannen am Haus warm. Und das ist wichtig für die Feuchtigkeit, weil Mauern können nämlich Feuchtigkeit absorbieren, das Haus kann also so gesehen atmen. A bannen isolieren ist also keine Option. Doch, mir ist aber viel mehr kompliziert, weil ihr nicht an alle Plätze zurückkommt. Dadurch, dass in verschiedene Plätze, wie zum Beispiel die Plafongen,
net nobausen isoliert krit, bleiwen immer am Haus kal Platzen. An dat sind sogenannten Kältebrecken, an du kann Wasser drop kondensieren. An du wo Wasser ass, kann auch Schimmel kommen. Kann den dann du gehen nicht machen? Doch egal wei as immens wichtig für viel zu lüften. Aber den op Käfall soll machen, dat ass isoliert Placken op bannecht Mauern zu paschen. Mauer bleibt nämlich so kahl, da bleibt nämlich Fichtigkeit 100er Plack an der Bild sich am Schimmel. Okay, mir verhalen, isolieren, überlesenden Experten. Wie gesagt, überhaupt mat Dingen zur Bullemucke aus? Ja, just Glas isolieren, dat kann Gipfre selber. De Schal, den hält euch zwar warm, aber das ist just, weil mir selber Hützt aufstrahlen. Und Glas lässt den Hützt nicht run, und da kann ihn die ein Glas nach Essen, wenn die andere schon lange geschmolzen. Für wat Isolation nicht alles kann gut sein? Wo Bulle mag ich wo, weil es sind das wo.